Ich freue mich sehr, Sie im Namen des Mouvement Ecologique und des Öko-Center Pfaffendahl und dieses Mal auch im Namen des Klimabündnis Letzteburg zu einem weiteren Online-Seminar der Kampagne Mehr Grenzenloise steht an dir begrüßen zu dürfen. Dieses Mal zum Thema Euch steht an dir fit für Klimaveränderungen machen. Avant de commencer, encore un petit message pour notre public francophone. Le séminaire prend lieu en allemand, mais une traduction en direct vers le français est assurée par le service traduction en direct de l'Agence interculturelle de l'ASTI. Pour accéder à cette traduction, allez avec votre curseur vers le bas de votre écran, sélectionnez l'icône Interprétation et choisissez le français. Für die, die mich noch nicht kennen, genau jetzt wieder im Deutschen, mein Name ist Michelle Schalz und zusammen mit dem Präsidenten des Öko-Center Pfaffendahl, Tate Faber, werden wir heute durch das Seminar moderieren. Bevor wir ins Thema starten, noch einige technische Hinweise. Um akustische Störungen zu verhindern, bitten wir Sie, Ihr Mikrofon erstmal stumm geschaltet zu lassen. Später können Sie sich dann auch gerne per Mikrofon zu Wort melden. Ich erkläre dann nochmal genau, wie Sie da am besten vorgehen. Sollten Sie während der Vorträge aber schon Fragen haben, können Sie die gerne über die Chat-Funktion stellen. Tate und ich geben sie dann an die Referenten weiter. Den Chat finden Sie in der unteren Leiste in Ihrem Zoom-Fenster. Falls da keine Leiste angezeigt wird, einfach mit dem Cursor nach unten gehen und dann taucht sie normalerweise auf. Die Chat-Funktion wird mit einer Sprachblase angezeigt. Wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster mit einer Texteingabezeile. Und über dieser Texteingabezeile können Sie auch nochmal auswählen, an wen Ihre Nachricht geht. Hier am besten dann alle angeben, damit jeder Ihre Frage sehen kann und wir so vermeiden, dass wir öfter die gleichen Fragen gestellt kriegen. Genau, für die von Ihnen, die eine Teilnehmerbestätigung angefragt haben, ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem vollen, ganzen Namen anmelden. Das können Sie auch noch ändern, indem Sie auf Ihr Bild gehen und da sich umbenennen. Nur so können wir dann kontrollieren, dass Sie tatsächlich da waren und Ihnen das Zertifikat ausstellen. Genau, das Seminar heute wird zwar aufgezeichnet, es werden aber nur die ersten Vorträge von Herrn Faber und Herrn Barboni online gestellt. Den anderen Vortrag haben wir aber nachher die Folien, die wir auch online stellen. Genau, ich glaube, das war alles zu den technischen Infos. Dann können wir direkt mit dem thematischen Teil weiterfahren. Viele von Ihnen kennen die Kampagne Mehr Grenzenloise steht an dir ja schon, welche der Mouvement Ecologique und das Öko-Center Pfaffendahl mit der finanziellen Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung seit 2021 organisiert. Im Rahmen der Kampagne wurde unter anderem auch bereits eine Reihe von Online-Seminaren zu dem Thema Bäume im Siedlungsraum, Fassaden- und Dachbegrünung, Regenwassermanagement und die Einbindung von Bürgerinnen in die Gestaltung des öffentlichen Raums organisiert. Die Aufnahme dieser Fachseminare können Sie auch auf der Internetseite naturelo.meco.dalu einsehen. Es wurde dann auch eine Online-Umfrage durchgeführt. Vielleicht kennen Sie diese, bei der auch 180 Akteure teilgenommen haben und welche aufzeigt, dass die naturnahe Durchgrünung des Siedlungsraums als wichtiges Thema der Siedlungsentwicklung wahrgenommen wird und auch prioritär Teil der verschiedenen Entscheidungsprozesse werden muss. Die Details, eine detaillierte Aufbereitung der Resultate dieser Umfrage wurde dann halt in dieser Broschüre zusammengefasst und diese können Sie auch auf der Internetseite downloaden oder wir können Ihnen sie auch gerne zuschicken auf Anfrage. Ziel der Kampagne ist es, wie gesagt, die vielseitigen positiven Auswirkungen einer naturnahen Durchgrünung unseres Siedlungsraums aufzuzeigen und in diesem Sinne auch zu sensibilisieren und den Austausch von Fachwissen und Erfahrungen zu unterstützen, damit diese halt auch in die Entscheidungs- und Planungsprozesse einfließen können. Denn die Durchgrünung unserer Ortschaften ist nicht nur wichtig für unsere physische und psychische Gesundheit und unsere Lebensqualität. Sie kommt auch der Biodiversität zugute und ist darüber hinaus für die Klimaanpassung unserer Städte und Dörfer unerlässlich.
Wenn wir aber von Klimapolitik sprechen, muss vor allem natürlich der Klimaschutz weiter die Priorität Nummer 1 sein. Es muss absolute Priorität sein, die Klimakrise weitgehend einzudämmen. In diesem Sinn wurde hier in Luxemburg auch letzte Woche der Vorentwurf der aktualisierten Energie-Klimaplan für Lützeburg für den Zeitraum 2021 bis 2030 vorgestellt. Hier gilt es neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Reduzierung des Einsatzes fossiler Energieträger vor allem auch unseren Energiekonsum weitgehend zu reduzieren. Nur so können wir nämlich unsere CO2-Emissionen kurz-, mittel- und langfristig in den Griff kriegen. Neben dem Klimaschutz muss aber auch die Klimaanpassung konsequent angegangen werden. Die Klimaveränderungen sind auch mittlerweile bei uns spürbar und werden in den nächsten Jahren voraussichtlich zunehmen. Der letzte Sommer war der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1838. Das war der Sommer mit den meisten Sommertagen, also Tage über 25 Grad, und mit den meisten Hitzespitzen, also Temperaturen über 30 Grad. Die Hitzewellen und der anhaltende Regenmangel seit März führte zu einer beispiellosen Trockenheit. Da schreibt der Service Météorologique National der ASTA in seiner Zusammenfassung für die Aufzeichnungen von 2022. Diese Klimaveränderungen haben natürlich einen großen Impact auf die Landwirtschaft, auf unsere Wälder und andere naturnahe Lebensräume sowie Wasserhabitate und Reserven. Alles Bereiche, die uns Menschen und unsere Lebensweise direkt oder indirekt beeinflussen. Auch wenn sie für viele von uns weit weg scheinen oder wir keinen direkten Kontakt oder Zugang zu ihnen haben, werden wir uns um sie kümmern müssen. Ganz unmittelbar begegnen die meisten Menschen den Klimaveränderungen jedoch dort, wo sie arbeiten und wohnen, in unseren Städten und Dörfern. Durch Versiegelung und Bebauung sowie unsere energievore Aktivitäten wird die Erhitzung in unseren Städten und Dörfern noch weiter gesteigert. Städte aus Beton und Asphalt erhitzen sich stärker am Tag als das umliegende Offenland und kühlen in der Nacht weniger schnell ab. Die Versiegelung und der Verlust an offenem Boden und Pflanzen verhindern auch die Versickerung und Verdunstung von Regenwasser und begünstigen Überschwemmungen bei Starkregenereignissen. Die Lebensqualität sinkt und für vulnerable Personengruppen entsteht ein lebensbedrohliches Umfeld. Städte und Dörfer müssen sich mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen und Maßnahmen ergreifen, um ihnen entgegenzuwirken. Wie diese Auseinandersetzung aussehen kann und welche Maßnahmen ergriffen werden können bzw. müssen, darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Zweck 4 Referentinnen und Referenten begrüßen dürfen. Es war uns wichtig, zum einen Referenten aus Luxemburg zu haben, die aufzeigen können, welche Instrumente Gemeinden in Luxemburg eventuell bereits heute nutzen können, um sich im Bereich Klimaanpassung besser aufzustellen. Und da freuen wir uns zum einen auf Lex Faber, Koordinator der Cellule Nationale d'Information pour la Politique Urbaine, kurz CIPU, und zum anderen auf Bruno Barboni, Leiter der Abteilung Pacte avec les Communes bei der Klimaagence. Und dann wollten wir aber auch ein Beispiel aus dem Ausland präsentieren, aus einer Stadt, die sich das Thema Klimaanpassung quasi auf die Fahne geschrieben hat und in diesem Bereich bereits sehr viel unternommen hat und noch einiges vorhat. Dementsprechend freuen wir uns sehr, 2 Expertinnen aus Freiburg im Breisgau zugeschaltet zu haben. Das ist Silke Schlegelmilch, Grünordnungsplanerin, und Verena Hilgers, Klimaanpassungsmanagerin in der Stadt Freiburg. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für den Austausch mit uns heute genommen haben. Nach den Vorträgen haben wir dann auch noch Zeit vorgesehen, um auf Fragen einzugehen und auch mit allen Teilnehmerinnen uns auszutauschen. Wir interessieren uns nämlich auch sehr dafür, welche Erfahrungen Sie eventuell bereits im Bereich Klimaanpassung gemacht haben oder dabei sind zu machen. Genau, jetzt habe ich aber schon etwas lange gesprochen und gebe deshalb das Wort auch direkt weiter an unseren ersten Referenten, Lex Faber, der uns die Arbeiten und Erkenntnisse der Cellule Nationale d'Information pour la Politique Urbaine zum Thema Klimaanpassung in der Stadtentwicklung vorstellt. Dass das funktioniert. Das funktioniert. Also. Wunderbar. Herzlichen Dank für auch die Einladung und die Gelegenheit, die Arbeiten der CIPU hier vorzustellen. Du hast jetzt schon zweimal die Langfassung davon gesagt. Ich werde das dann nicht mehr wiederholen. Das ist auch nicht so wichtig. Vielleicht nur kurz zur Einordnung. Die CIPU ist ein Austausch
Plattform im Bereich der Stadtentwicklung und Stadtpolitik und sie wird in ihrer aktuellen Form getragen von 3 Ministerien, nämlich dem Ministerium für Landesplanung, dem Ministerium für Wohnungsbau und dem Innenministerium. Und es sind 4 luxemburgische Städte, Mitglied die Stadt Luxemburg, die Stadt Esch, die Stadt Differdange und die Stadt Dudelange. Die SIPO gibt es in der Form, es ist die 3. Auflage, die erste SIPO-Konvention wurde 2010 unterschrieben, die zweite 2016 und jetzt sind wir in der 3. Konvention, die seit 2022 läuft, beziehungsweise jetzt Anfang dieses Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat. In der 2. Periode von 2017 bis 2022 und auch jetzt in der 3. Periode wird die SIPO von 2 Planungsbüros begleitet. Das ist einerseits mein Büro, Zeyenlohn-Baumann, und andererseits Spatial Foresight, ein Büro, was auch eher in der europäischen Raumentwicklung unterwegs ist. Und die Idee der SIPO ist eben die Diskurse auf nationaler Ebene und die auf europäischer Ebene zusammenzubringen und auch miteinander zu vernetzen und auch Themen, die aus europäischer Ebene kommen, besser in Luxemburg auch darstellen zu können. In dem Vortrag heute werde ich auf die Aktivitäten eingehen, die wir vor allem 2020 im Rahmen der Klimawandelanpassung gemacht haben. Das war einerseits ein Online-Kolloquium, ein Workshop, und daraus entstanden ist ein Kartenspiel mit Maßnahmen, und ich werde am Ende auch nochmal darauf eingehen, was jetzt in den nächsten Jahren im Rahmen unserer Konvention passieren wird. Die Idee war ein bisschen, Michel hat ja schon eine fachliche Einleitung gemacht, deswegen habe ich das jetzt in meiner Präsentation nicht mehr drin. Wir hatten 2020, das war mitten in Zeiten, in denen auf einmal alles online war, haben wir angefangen, ein Online-Kolloquium zu organisieren. Das ist jetzt in der Form, wollte ich also auch im Detail einmal vorstellen, weil alle Vorträge, die dort gehalten wurden, auch noch online über unsere Internetseite beziehungsweise YouTube verfügbar sind. Gibt es Informationen zum Klimawandel in Luxemburg, Wassermanagement und auch zu dem Projekt der Petrusrenaturierung, zum Umgang mit Hitze im Siedlungsbereich, vor allem durch Begrünung von Dächern und Fassaden. Damals hatten wir einen Vortrag von der Stadt Wien, der Entwicklung von klimafreundlichen Stadtquartieren und auch einer neuen Ansätzen der Straßenraumplanung, vor allem durch Schwammstadtmodelle und auch eine innovativere, sagen wir mal, intensivere Begrünung dieser Räume. Also alle diese Vorträge werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber das findet man alles auch noch im Internet über die Internetseite der SIPO. Eine zweite Aktivität, die wir hatten, und das ist auch ein Hinweis auf ein interessantes Forschungsprojekt, was an der Universität Luxemburg gelaufen ist, nämlich das Nexus Futures Projekt, begleitet von Dr. Ariane König. Auf Grundlage dieser Szenarien, und das sind im Wesentlichen 3 Szenarien, wie sich wie sich Luxemburg in Zukunft vor allem in Bezug auf die Nutzung des Wassers und der Landnutzung entwickeln wird. Auf Grundlage dieser Szenarien haben wir uns mit Experten aus der Praxis die Frage gestellt, wie können wir mit dem Thema der Klimawandelanpassung in Luxemburg umgehen. Und das war insofern interessant, weil die Szenarien eben einerseits davon ausgehen, dass es sowohl für alles perfekte technische Lösungen gibt oder im zweiten Szenario, dass der Staat ohne Widerspruch von irgendjemandem sehr starke Maßnahmen umsetzen kann, beziehungsweise in dem 3. Szenario, dass alle Beteiligten derselben Meinung sind und sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, die Idee war hier, mit etwas kontrastierenden Szenarien eben aufzuzeigen oder zu diskutieren, welche Maßnahmen im Bereich Klimawandelanpassung im Bereich der Stadtplanung zu fördern sind. Und einer der Schlussfolgerungen, die damals waren im Wesentlichen, dass diese 6 Punkte von besonderer Bedeutung sind, und die wurden auch danach dann nochmal detaillierter aufgegriffen durch uns. Das eine, vor allem die Sensibilisierung von Bürgern und Bauherren, weil eben sehr viele Maßnahmen auf Ebene des Bauprojektes umgesetzt werden müssen und wir dort mit städtebaulichen Vorgaben nur wenig Zugriff drauf haben. Andererseits, dass man vor allem im Bereich Hitzeinseln und Überschwemmungen stärker auf diese Ökosystemdienstleistungen, also Lösungen, die darauf basieren, zurückgreifen soll. Das ist vor allem im Bereich der Flächenfreihaltung, also der Vermeidung von Versiegelung, aber auch stärker eben auch der Nichtbebauung von Flächen und Nutzung von Grauwasser auch reglementarisch stärker vorgehen soll, dass man auch ein bisschen in diesem Zusammenhang natürliche Retentions- und Überschwemmungsgebiete besser schützen soll. Neue Materialien zur Förderung von Versickerung und Verringerung von Wärmeaufnahmen eben prüfen soll und auch andererseits die Begrünung von Fassaden und Dächern eben stärker gefördert werden soll.
Wir haben uns dann gefragt, unser Eindruck war, und das ist eben auch interessant, der Vortrag, der jetzt folgen wird, vor allem aus Freiburg, dass eigentlich sehr viel bekannt ist, welche Maßnahmen gibt es im Bereich Klimawandelanpassung und dass man auch den Eindruck hatte, dass in der Praxis das sehr wohl bekannt ist, dass es eben aber erforderlich ist, diese Maßnahmen als Ganzes zu kommunizieren und eben einer Gemeinde oder jemandem, der ein Quartier plant, ein bisschen in der ganzen Vollständigkeit zur Verfügung zu stellen. Wir haben damals ein bisschen inspiriert von dem Projekt Klimakonkret aus Österreich, die eigentlich auf sehr spielerische oder verständliche Art und Weise die das Zusammenspiel von sehr vielen Maßnahmen dargestellt haben, haben wir ein Kartenspiel entwickelt. Die Idee war am Anfang, das so ein bisschen wie ein Quartett aufzuziehen, indem wir eigentlich, sagen wir mal, alle relevanten Maßnahmen, die im Kontext Klimawandelanpassung in Luxemburg relevant sein können, aufgegriffen haben. Das Kartenspiel wurde kooperativ entwickelt, das heißt, wurde durch die begleitenden Büros aufgearbeitet auf den Ergebnissen der ersten Workshops und wurde dann in einem Online-Workshop eben zusammen mit Teilnehmern aus der Planung und Praxis diskutiert und eben weiterentwickelt. Und die Idee, die wir damals hatten, war, wie gesagt, ein Format zu entwickeln, und das wurde auch damals von den Teilnehmern so empfohlen, was wirklich auf einfache Art und Weise eben zeigt, welche vielen verschiedenen Maßnahmen gibt es und eben der Gemeinde letztendlich an die Hand zu geben, so ein bisschen die ganzen Zutaten, die sie für ein spezifisches Klimawandel-Anpassungsstrategie eben benutzen können. Die Maßnahmen, es sind insgesamt 29 Maßnahmen in 5 Kategorien, sind eben in verschiedenen Kategorien aufgefasst, haben immer eine kurze Beschreibung, und wir haben auch damals eine Einschätzung gemacht, ob das eben Maßnahmen sind, die sich einfach umsetzen lassen, die teuer sind oder weniger teuer, die eine potenziell höhere oder geringere Akzeptanz haben. Und das sind eben Maßnahmen in 5 Kategorien. Im Bereich Stadtstruktur geht es natürlich darum, Kaltluftentstehungsgebiete zu erhalten, zu sichern, Luftaustausch zu ermöglichen, mikroklimatische Bedingungen zu verbessern, Stadtplanung an Hochwasser anzupassen. Im Bereich von Freiflächen und öffentlichem Raum geht es um Grünflächen, Verschattung, Renaturierung und Kühlräume. Es geht dann im Bereich von Verkehr, auch durch Abkühlungseffekte. Wir haben ja auch den Bereich der Freihaltung von Rettungswegen, was natürlich eben vor allem in dichten Stadtquartieren ein relevantes Thema wird. In puncto Resilienz auch im Zusammenhang mit der Klimawandelanpassung. Natürlich auch Materialien und andere Themen. Und dann auf Ebene der Gebäude natürlich auch die Begrünung, hochwasserangepasstes Bauen, energieeffiziente Gebäude, aber auch eben öffentliche Gebäude, die natürlich eine besonderen Ansprüche haben, wenn es darum geht, sich vor Überhitzung zu schützen. Als letzten Punkt hatten wir noch die technischen Infrastrukturen, wo es auch um Katastrophenschutz geht, Wasserinfrastrukturen, Reduktion des Wasserverbrauchs und auch Wiedernutzung von Regen und Grauwasser. Und die Idee in diesem Zusammenhang war, wie gesagt, dass wir den Eindruck hatten, es gibt eigentlich, oder viele wissen um die Vielzahl von den ganzen Maßnahmen, die man realisieren muss, aber man hat den Eindruck, dass das vielleicht nicht immer in einer besonders strategischen oder ganzheitlichen Form vielleicht auch angewendet wird und vor allem vielleicht auch noch nicht ausreichend auf Ebene von einer Gesamtgemeinde angewendet wird. Und deswegen, wie gesagt, diese Idee, dass vor allem in Form von diesem Kartenspiel vielleicht etwas spielerisch und in vereinfachter Form eben einfach aufzuzeigen, was kann ich überhaupt tun als Gemeinde, wie kann ich vielleicht mir meine eigene Auswahl von Maßnahmen zusammenstellen, die auch für mein Territorium relevant sind. In der Minute, die mir noch verbleibt, wollte ich noch kurz einen Hinweis darauf geben, welche weiteren Aktivitäten wir in dem Bereich haben oder hatten, die auch vielleicht noch interessant sein können. Einerseits hatten wir 2021 ein weiteres Online-Kolloquium, wo andere Themen angesprochen wurden, die natürlich indirekt auch wieder interessant sein können für das Klimawandelanpassungsthema. Damals ging es um Planung im Wandel oder Stadtplanung im Wandel. Über einen ähnlichen Link wie das vorherige Kolloq sind diese Unterlagen auch verfügbar, und wir haben dann auch eine ganze Reihe von Aktivitäten eben gehabt im Rahmen von der Covid-19-Krise, beziehungsweise auch im Rahmen der neuen Leipzig-Charta, welche 2021 auf europäischer Ebene verabschiedet wurde. Und diese ganzen Arbeiten haben sich auch in einer Stellungnahme der SIPU eben zum Abschluss der Arbeiten 2020-21 eben festgehalten worden. Und
Bevor gleich mein Timer hier läutet, vielleicht noch ein kurzer Hinweis darauf, wie es jetzt weitergehen wird. Die SIPO hat jetzt, wie gesagt, in der 3. Konvention die Arbeit wieder aufgenommen. Wir werden jetzt das wird in Mai starten, ein Online-Kolloq organisieren zum Thema Energiekonzepte im Städtebau. Und das weitere Thema dieses Jahr wird sein die Funktionsmischung im Städtebau, also im Sinne von der Rückkehr der Produktion in die Stadt. Und dann für 2024 werden wir uns dann wieder mehr dem Klimawandel annähern mit dem Thema der Klimaresilienz und dem Umgang mit Risiken im Städtebau. Und wenn Sie an diesen Aktivitäten interessiert sind, können Sie uns kurz einfach eine E-Mail schreiben an info@sipo.lu und dann werden wir sie in den Verteiler aufnehmen und für die Aktivitäten, die öffentlich sind, dann auch entsprechend einladen. So, Zeit vorbei und Präsentation zu Ende. Ja, vielen Dank, Lex. Es war jetzt, glaube ich, noch gar keine Frage im Chat. Also Sie können, wie gesagt, gerne Ihre Fragen immer in den Chat schon reinschicken. Dann würde ich aber eine Frage stellen. Und zwar, in dem Kartenspiel gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Maßnahmen. Sind die alle von der aktuellen Gesetzgebung, also werden die unterstützt oder müssten da irgendwie noch Änderungen kommen? Oder wie sieht es da aus? Das denke ich ganz bestimmt, dass das alles so noch nicht von der Gesetzgebung abgedeckt ist. Wir sehen uns als SIPO eigentlich als fachliche Austauschplattform und wollen uns nicht zu sehr im reglementarischen Bereich bewegen. Der Austausch zwischen Staat und Gemeinden ist ein fragiles Konstrukt und man darf da sich nicht in Bereiche begeben, wo es dann vielleicht zu territorial wird. Von daher ist das in dem Sinne noch nicht geprüft. Das Kartenspiel an sich ist auf unserer Internetseite verfügbar, es ist aber vielleicht auch noch nicht perfekt. Es fehlen vielleicht auch noch Sachen und die Idee war eigentlich immer, das im Rahmen dieser SIPO-Konvention nochmal zu überarbeiten und dann vielleicht auch in gedruckter oder vielleicht klimawandelkonformer, digitaler Form an noch mehr Leute verteilen zu können. Mhm. Wie ist denn das Feedback zu dem Kartenspiel? Gibt es da also... Es wurde bisher noch nicht besonders, ich denke, die meisten, die heute teilnehmen, werden es nicht kennen. Es wurde noch nicht im größeren Umfang beworben. Ich habe jetzt bei der Präsentation gesehen, dass da auch noch einige Schreibfehler drin sind. Also ich denke, das ist generell etwas, was noch nicht fertig ist, aber dazu umso mehr die Einladung an alle, die das sehen, sich da vielleicht auch noch die Anmerkungen und Vorschläge dazu zuzuschicken. Okay, vielen Dank. Ja, du bleibst ja da. Ja. Das heißt, falls noch Fragen kommen, dann können wir die immer später noch mal auf dich zurückkommen. Ne? Gerne. Okay, ja, dann würden wir, glaube ich, direkt weiterfahren mit dem Vortrag von Bruno Barboni. Er ist Leiter der Abteilung Pacte avec les Communes bei der Klimaagence, wie schon gesagt. Und er wird dort ganz kurz die 3 Pakte vorstellen, über welche unter anderem auch das Engagement der Gemeinden für die Klimaanpassung gefördert wird. Genau, ja. Also ich glaube, ich lasse Herr Barboni das selber jetzt im Detail vorstellen, um was es da geht. Wir sehen jetzt genau das Bild mit den Not, also nicht die. Direkt. So. Okay, super. Ja. Ja, klappt das? Ja, okay. Ja. Gut. Ja, vielmals merci. Schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Bruno Barboni von der Klimaagence. Und im Namen der Klimaagence freue ich mich ganz herzlich, Ihnen heute dann den Klima-, Natur- und Wohnungsbaupakt als Unterstützungsinstrumente für luxemburgische Gemeinde halt vorzustellen. Das vor allem dann hinsichtlich dem Thema der Klimawandelanpassung. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es auch gesehen in der Teilnehmerliste, dass natürlich viele Personen wahrscheinlich diese Pakten auch schon kennen. Von daher und auch aus Zeitgründen werde ich natürlich heute nicht die einzelnen Funktionsweisen erklären können. Da können Sie mich gerne im Nachhinein kontaktieren, falls Sie da noch mehr Detailfragen haben. Als Einleitung vielleicht mal einmal kurz auf den aktuellen Stand dieser Pakte eingegangen. Ja, die Mutter aller Pakte ist der Klimapakt, den es jetzt schon mehr als 10 Jahre gibt. Und im Klimapakt haben wir 101 der 102 luxemburgischen Gemeinden vertreten. 59 Gemeinden sind auch schon mindestens einmal zertifiziert und das in seiner 2. Auflage.
Im Naturpakt, der ist jetzt noch ein bisschen jünger, den gibt es erst 1,5 Jahre, ist es durchaus interessant, aber auch zu sehen, dass es schon auch da 86 teilnehmende Gemeinden gibt und auch die Hälfte der Gemeinden schon mindestens einmal dann zertifiziert. Beim Wohnungsbaupakt, Pakt Logement 2.0, sind bis auf 3 Gemeinden auch alle Gemeinden an Bord und auch fast die Hälfte der Gemeinden haben schon die erste Etappe des Programm Action Local Logement überstanden, sodass man sieht, dass diese Pakte eigentlich bei den Gemeinden angekommen sind, auch dementsprechend auch funktionieren. Vielleicht einmal kurz auf die Funktionsweise der 3 Pakte eingegangen und auch die Zielsetzung. Jetzt beim Klimapakt ist natürlich die übergeordnete Zielsetzung die der nachhaltigen Energie- und Klimapolitik, vor allem das zu strukturieren. Basis bildet ein Maßnahmenkatalog, der auf dem internationalen Programm des European Energy Award basiert. Beim Naturpakt ist es ähnlich, natürlich mit Zielsetzung Schutz der Biodiversität. Auch hier haben wir einen Maßnahmenkatalog mit einzelnen Maßnahmen, der national aufgestellt wurde. Dann beim Pakt Logement ist es ein bisschen anders. Die Zielsetzung ist hier die der Entwicklung von erschwinglichem Wohnraum, das auch natürlich mit Steigerung und Verbesserung der Wohnqualität. Hier gibt es jetzt keinen direkten Maßnahmenkatalog mit einzelnen Maßnahmen, sondern es gibt hier 3 übergeordnete operative Ziele, wo die Gemeinde sich dann auch hinsichtlich dann dementsprechend auch entwickeln kann und dann auch gefördert werden kann vom Staat. Das einmal kurz, sehr, sehr kurz über die Funktion dieser 3 Pakte. Jetzt, was das Thema der Klimawandelanpassung und die Integrierung in die 3 Pakte angeht, so vielleicht jetzt auf Basis des Klimapakts, wo das Thema am stärksten auch verankert ist, einmal kurz darauf eingegangen. Ich habe vorhin den Maßnahmenkatalog schon angesprochen. Wir haben 64 einzelne Maßnahmen, die über 6 Kapitel halt sich hinziehen. Und in diesen einzelnen Kapiteln wird das Thema der Klimawandelanpassung immer wieder auch, wenn Sie das auch immer wiederum zurückfinden. Ja, ein kleiner Auszug aus verschiedenen Maßnahmen, die sich in dem Katalog auch befinden, mit Blick auf die Klimawandelanpassung, wo vor allem die Maßnahmen aus dem Kapitelbereich 1, Klimaanpassungskonzept und Klimaanpassungsplanung, die Basis bilden und auch am wichtigsten sind. Die Maßnahmen des Klimaanpassungskonzepts, wo die Gemeinde auf Basis ihres Leitbildes und auch der lokalen Sensibilität die für die Gemeinde bestehenden und zukünftigen Folgen des Klimawandels halt abschätzen muss. Dies dann auch unter Berücksichtigung der lokalen Akteure und auch der nationalen Strategie. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also wir beziehen uns hier immer wieder auch auf die nationale Strategie der Klimawandelanpassung. In dem Sinne ist das dann auch abgestimmt. Bei dem Konzept ist natürlich wichtig, dass die Gemeinde sich mittel- und langfristige Ziele auch gibt, dass da auch verankert wird. Das wird dann bei jedem Audit auch überprüft und auch dementsprechend dann auch, falls nötig, überarbeitet. Hier fließen auch natürlich Indikatoren mit rein, wo die Gemeinde auch sich natürlich Zielsetzungen geben muss und die dann entsprechend auch mit Indikatoren auch irgendwie dann darstellen muss. Und dann die zweite Maßnahme in dem Sinne ist dann die Klimaanpassungsplanung, bei der dann auf Basis der Strategie die Gemeinde sich dann in der Maßnahme 113 gegeben hat, einen konkreten Aktionsplan auch entwickelt wird, das zur Reduzierung der Risiken für Mensch und Eigentum und natürlich auch Stärkung der lokalen und regionalen Resilienz. Hier fließen dann zum Beispiel auch Aspekte wie Notfallkommunikationsplan im Falle einer Extremsituation wie eine Hitzewelle oder Überflutung mit ein oder auch Aufklärung, Sensibilisierung von Bürgern. Das alles auch sollte dann auch möglichst unter Abstimmung mit der regionalen Akteuren dann auch stattfinden. Also die 2 Maßnahmen sind wohl die, wo das Thema der Klimawandelanpassung sehr, sehr, sehr stark auch verankert wird im Rahmen des Klimapaktes. Und vielleicht
Darüber hinaus gibt es natürlich auch über die anderen Maßnahmenbereiche, sei es jetzt Verankerung in städtebauliche Instrumente, PAG, PAP, Baureglement, wo das Thema der Klimaanpassung wichtig ist, Wasserversorgung, Grünflächenbewirtschaftung, auch im Bereich der Landwirtschaft gibt es Maßnahmen, die dementsprechend auch hinsichtlich der Klimaanpassung dann auch bewertet werden für die Gemeinde. Vielleicht noch mal kurz auf die ersten 2 Maßnahmen eingegangen. Interessant zu sehen, wo stehen jetzt da die luxemburgischen Gemeinden im Rahmen des Klimapaktes. Hier einmal eine kurze Auswertung, die wir auch hinsichtlich unseres Klimapakt-Tags vor ein paar Wochen auch gemacht haben über sämtliche Maßnahmen. Hier sehen wir den Maßnahmenbereich 1 und da sehen wir, dass von den 59 zertifizierten Gemeinden Stand April 2023 die Maßnahmenbereiche der Klimaanpassungskonzepte und Anpassung, ja, ich sag mal so, noch mit unter 50% durchaus Potenzial ist, dass die Gemeinden sich erst einmal ja auch finden müssen, aber dann dementsprechend auch daran auch verbessern müssen. Vielleicht dazu muss man auch wissen, dass die Gemeinden jetzt in dieser Ausgabe, in Neuauflage des Klimapakts, vor allem damit beauftragt waren, sich dann nochmal über sämtliche Maßnahmen zu bilanzieren, wobei das ja auch dann Maßnahmen sind, wo die Gemeinde sich schon durchaus darauf fokussieren und konzentrieren muss, das dann sieht dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr dann auch durchaus anders aus. Kurze Zwischenfragen. Ja, gerne. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen kleineren und größeren Gemeinden bei der Auswahl von diesen Maßnahmen? Wir haben schon festgestellt, also klein, groß, nein, das würde ich so nicht sagen. Wir sehen natürlich durchaus einen Unterschied zwischen Gemeinden, die in der Gesamtbilanz sehr, sehr hoch zertifiziert sind. Bei denen sehen diese beiden Maßnahmen natürlich dementsprechend auch sehr, sehr gut, fallen die dementsprechend auch sehr, sehr gut aus. Aber wenn man sich unsere Karte mit den Zertifizierungsständen mal anschaut, da sehen wir ja, dass es durchaus Goldgemeinden gibt, die eher aus ländlichen Bereichen kommen, die auch klein sind. Wir haben aber auch Gemeinden wie Esch oder Chifflange, die dann eher städtisch sind. Und dementsprechend gibt es jetzt keine direkten Unterschiede. Es geht mehr in die Richtung, dass wenn eine Gemeinde sich schon eine Basis gibt von Strategien und Konzepten, dann ist auch meistens das Thema der Klimaanpassung auch behandelt und berücksichtigt. Okay, und dann noch eine Frage aus dem Chat. Sind Klimaanpassungskonzept und Planung standardisiert? Also geben Sie eine Form und einen Inhalt vor oder wird das individuell von den Gemeinden oder dem Büro d'études erarbeitet? Mhm. Die sind und müssen schon individualisiert werden. Ne? Es gibt natürlich einige Vorgaben, das sieht man in dieser Umsetzungshilfe, also die finden Sie auch online, das kann jeder sich anschauen. Und in der Maßnahme 1.1, sei es jetzt 1.1.3 oder 1.2.3, sehen Sie schon eine gewisse Vorgabe, was die Gemeinde in diesem Konzept halt auch berücksichtigen muss, um halt dementsprechend auch die maximale Punktzahl zu erreichen. Es ist aber dann immer an der Gemeinde, sich dann individuell dieses Konzept dann auch auszuarbeiten. Das natürlich in Kooperation auch mit dem Klimaberatern und sämtlichen Akteuren auch auf Gemeindeebene und vielleicht, und das ist dann dementsprechend schon wichtig, vielleicht auch über die Gemeindegrenze hinaus, also wirklich regional auch mit anderen Gemeinden zusammen, das dann vielleicht auch dementsprechend dann abzustimmen. Okay, danke. Gut, dann zusätzlich zu der Verankerung in den Maßnahmen haben wir das Thema der Klimawandelanpassung als thematische Zertifizierung in den Klimapakt eingefügt. Was heißt das jetzt? Über die normale Basiszertifizierung hinaus kann eine Gemeinde sich im Klimapakt auch thematisch zertifizieren lassen. Da haben wir die Themen der Luftqualität, der Circular Economy, wie auch der Nachhaltigkeit. Und es gibt dann noch eine 4. thematische Zertifizierung, das ist die der Klimawandelanpassung. Und hier geht es darum, dass eine Gemeinde sich spezifisch kennzeichnen kann, wenn sie bei den Maßnahmen, die in Bezug der Klimawandelanpassung halt gekennzeichnet wurden, auch über 65% der Punkte erreicht und auch ein Leuchtturmprojekt dann einreicht,
dann kann die Gemeinde erstens einmal eine Förderung bekommen von 10.000 €, aber sie bekommt dann auch dementsprechend ein Label, wo sie dann nach außen hin auch zeigen kann, wir sind eine Gemeinde, wir haben uns mit dem Thema der Klimawandelanpassung beschäftigt und dementsprechend auch aufgestellt. Das ist dann die thematische Zertifizierung im Zuge des Klimapakts. Gibt es schon Gemeinden, die diese Zertifizierung haben oder noch nicht? Aktuell gibt es leider noch keine Gemeinde, die diese Zertifizierung hat. Auch hier muss man dazu sagen, dass über das letzte Jahr viele Gemeinden damit beschäftigt waren, überhaupt diese Basiszertifizierung nochmal zu bekommen. Und wir gehen stark davon aus, dass jetzt über die nächsten Monate und Jahre hinweg auch die Gemeinden dann noch mehr Zeit haben, sich dann spezifisch auch zu den einzelnen thematischen Zertifizierungen halt auch zu bekennen, weil wir aber auch schon gesehen haben, dass es einige Gemeinden gibt, die diese Anforderung eigentlich schon jetzt erfüllt, es halt dann noch nicht konkret umgesetzt hat. Ne? Gut, das vielleicht zum Klimapakt, wo, wie gesagt, das Thema der Klimaanpassung am stärksten auch verankert ist, aber natürlich über den Klimapakt weg haben wir das auch oder wurde das auch in die anderen Pakte integriert. Im Bereich des Naturpakts gibt es dann in dem Sinne auch den Maßnahmenkatalog, wo über die verschiedenen Maßnahmenbereiche hinweg dann das Thema der Klimaanpassung dann zu finden ist, sei es jetzt beim Maßnahmen im Kapitel 2 im Siedlungsraum, wo es halt stärker verankert ist, zum Beispiel Neupflanzung von heimischen, standortgerechten Baum- und Heckenarten, Begrünung von Wohngebieten, Schaffung von Grünkorridoren und Frischluftschneisen. Hier fließen aber auch Maßnahmen ein wie naturfreundliche Begrünung von kommunalen Infrastrukturen, sei es jetzt Dach- oder Fassadenbegrünung. Wir haben auch den Erhalt und der Förderung der unversiegelten Flächen in Siedlungsräumen, aber auch im Bereich, im Wasserbereich, im aquatischen Bereich natürlich auch die ganzen Renaturierungen von Bachläufen und so weiter und so fort, die dementsprechend dann auch im Zuge des Naturparks hinsichtlich der Klimawandelanpassung auch bewertet werden. Und dann darüber hinaus dann natürlich auch im Wohnungsbaupakt, wo wo es ja dann keinen direkten Maßnahmenkatalog gibt, aber jede Gemeinde selbst eigentlich auch Maßnahmen definieren kann, die hinsichtlich einer nachhaltigen ökologischen Wohnraum- und Quartiersentwicklung bewertet werden. Und hier geht es dann natürlich vor allem darum, bei neuen Siedlungen oder auch Renovierung von bestehenden Quartieren möglichst auf bei der Gestaltung von öffentlichen Grünflächen dann auch auf die verschiedenen Maßnahmen, Klimapakt, Naturpakt, dann auch in die Umsetzung dann hinsichtlich dieser Pakte dann auch durchzuführen. Genau, das mal mit meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht, die Erklärung der Integration von dem Thema der Klimawandelanpassung in die verschiedenen Pakten. Dann vielleicht nochmal zur Information, wenn Sie mehr über den Naturpakt, Wohnungsbaupakt wissen möchten, dann schauen Sie gerne auf unserer Internetseite vorbei. Wir haben eine Internetseite für den Klimapakt, paktklima.lu, das gleiche für den Naturpakt, paktnatur.lu. Und demnächst wird auch die Internetseite des Paktlogement.lu veröffentlicht und dementsprechend finden Sie da auch sämtliche Maßnahmenkataloge und Gemeinden wieder, aktueller Stand der Umsetzungsqualität der Gemeinden und so weiter und so fort. Und dann last but not least nochmal auch das Team, was halt hinter diesen Pakten bei uns, bei der Klimaagence halt steckt. Sie können uns sehr, sehr gerne kontaktieren, wenn Sie Fragen haben zum Klimapakt oder Logementpakt. Sehr, sehr gerne an die Marilu wenden oder beim Naturpakt steht Ihnen der Philipp sehr, sehr gerne zur Verfügung. Und dann habe ich meine 15 Minuten soweit aufgebraucht und denke, dann werden wir durch und stehen gerne zur Verfügung, falls da noch Fragen sind. Super, vielen Dank. Es sind tatsächlich noch 2 Fragen im Chat. Und zwar, ich glaube, die erste bezieht sich auf den Naturpakt. Da gibt es ja eine Maßnahme für die Begrünung von Dachflächen. Und da wäre die Frage, ob Sie die Fläche von den Flachdächern mit einberechnen, wenn Sie die Begrünung ausrechnen. Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe,
müsste jetzt nochmal im Detail auf die Bewertung der Maßnahme eingehen, was genau hinsichtlich dieser Bewertung steht. Natürlich ist im Endeffekt die Fläche der Begrünung ausschlaggebend für die Bewertung der Maßnahme. Das ist ganz klar. Eine Frage, die auch dementsprechend immer wieder kommt: Wie sieht es aus, puncto auf der anderen Seite Klimapakt, Photovoltaikanlagen, Erzeugung erneuerbarer Energien, auf der anderen Seite halt Dachbegrünung. Auch da gibt es in der Praxis Beispiele, wie man beides auch dementsprechend auch kombinieren kann. Von daher ja, müsste das durchaus im Einklang dann auch sein. Und die zweite wäre, gibt es eine Liste aller kommunalen Konzepte, die im Rahmen des Klima- und Naturpakts erstellt wurden? Und wenn nicht, könnte so eine Liste erstellt werden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Antwort lautet leider nein. Es gibt in dem Sinne jetzt keine Liste mit den Konzepten. Das, was natürlich möglich ist, dass wenn die Frage jetzt vielleicht von einer Gemeinde kommt, dann kann sie sich natürlich über den Klimaberater, also das wäre mein Tipp, dass sie über den Klimaberater weg vielleicht mal schaut, ob es andere Gemeinden gibt, vielleicht dann auch benachbarte Gemeinden, die vielleicht in einer ähnlichen Situation auch sind, und sich da auch an bestehenden Konzepten dann auch zu orientieren. Das ist eigentlich so, wie wir normalerweise auch funktionieren. Also die Gemeinden, die tauschen sehr, sehr gerne aus, wenn es bestehende Konzepte oder auch Instrumente gibt. Und über den Kanal und das Netzwerk der Klimaberater ist das, glaube ich, am einfachsten, um da an Informationen auch zu gelangen. Falls es da, Sie können aber sich auch da sehr gerne an mich wenden. Wir können da auch noch mal kurz schauen, wo es dann interessante Best Practices halt auch gibt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch noch die habe ich jetzt vergessen gehabt, und das ist dann die wichtigste, einfach sich in dieser Maßnahme auf der Internetseite einmal in die Maßnahme einzuklicken des Klimaanpassungskonzeptes. Wir haben nämlich in sämtlichen Maßnahmen auch immer wieder Best Practices verlinkt. Ne? Das heißt, da kann man dann durchaus schon bei den Maßnahmen sehen, was sind Gemeinden oder Projekte, die da umgesetzt wurden. Und würde mich jetzt wundern, wenn jetzt spezifisch zu dieser Maßnahme da nichts steht. Also in der Regel finden Sie bei sämtlichen Maßnahmen auch mögliche Umsetzungen in Luxemburg. Okay, ja. Wir hatten also nur zur Info, wir hatten auch im Vorfeld von diesem Seminar ein bisschen bei verschiedenen Gemeinden nachgefragt, und da ist uns zum Beispiel die Gemeinde, also eine Gruppe von SIAS-Gemeinden, die der Hahnfeld, Sandweiler, Kontern und Schutrange sind dabei, so ein Klimaanpassungskonzept oder eine Strategie auszuarbeiten, und da ist auch der Herr Kevin Becker dabei. Vielleicht kann er nachher, nach den Vorträgen, noch mal kurz was dazu sagen, also zu dem, was Sie ausgearbeitet haben, ein paar Worte sagen, dass wir das dann auch in den Austausch mit einbringen können. Sonst war im Chat noch der Hinweis, dass die Gründächer beim Naturpakt sich nur auf die öffentlichen Gebäude beziehen, aber vielleicht könnte das ja auch noch mal in einem Naturpakt 2.0 angepasst werden, auf Privatflächen für Dächer ausgeweitet werden. Das ist eine sehr gute Information, das stimmt auch in dem Sinne, und ich nehme die Bemerkung sehr, sehr gerne mit im Austausch mit dem Umweltministerium, das dann mal kurz zu besprechen und zu schauen, wie das dann vielleicht in der Überarbeitung des Katalogs damit einfließen kann. Und dann auch noch die Frage, ob neben der Zertifizierung auch eine Evaluierung der Wirksamkeit des Pakt Natur vorgesehen ist. Ja, also bestimmt, ich kann jetzt hier nicht das Ministerium sprechen, es ist ja ein Programm des Ministeriums. Es ist natürlich klar, das wurde ja auch so beim Klimapakt gemacht, dass nach einer gewissen Phase, wo die Gemeinden sich natürlich zuerst einmal finden müssen und auch die dementsprechenden Maßnahmen auch bewerten und umsetzen müssen, es auch sinnvoll ist zu schauen, was haben jetzt diese Maßnahmen auch gebracht. Das ist ganz klar. Man muss beim Naturpakt sagen, oder man kann beim Naturpakt sagen, dass die Maßnahmen im Gegenteil zum Klimapakt noch viel, viel stärker quantitativ sind. Das heißt, da kann man ganz klar nach einer Auswertung sehen, was wurde erzielt, ne? Wie viel Insektenhotels wurden installiert, wie viel Begrünungen wurden durchgeführt. Eine erste Auswertung wurde auch in der Tat
jetzt sehr rezent gemacht und wird dann im Zuge auch des Naturparktages am 5. Mai auch vorgestellt. Das ist dann eine erste Auswertung dieser ersten zertifizierten Gemeinden und das wird dann in dem Zuge natürlich auch immer wieder wiederholt, um zu schauen, welche Maßnahmen funktionieren gut, welche funktionieren nicht so gut, wo brauchen Gemeinden noch Unterstützung, in welchen Bereichen und dementsprechend auch natürlich die Wirkung dieser Umsetzungsqualität. Genau, weil es wäre ja nicht nur die Frage, welche Maßnahmen werden viel umgesetzt, aber was bewirkt es, ne? Also genau. Praxis. Wichtig für uns und fürs Ministerium ist vor allem, wenn eine Maßnahme nicht umgesetzt wird, an was liegt es, was brauchen die Gemeinden, um die Maßnahmen halt umzusetzen, weil ja im Prinzip alle Maßnahmen, wie sie jetzt im Naturpark sind, auch dementsprechend wichtig sind, sonst würden sie nicht in diesem Maßnahmenkatalog integriert sein. Und genau, da muss man halt jetzt nur den Gemeinden auch eine Chance geben, sich zuerst einmal mit diesen Maßnahmen halt auch zu familiarisieren und dann dementsprechend auch Aktivitäten und Aktionen halt auch zu planen hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen.